Weißt du, dass der Tote nie im Internet läuft? Doch. So, soll ich vloggen? Nee, du vloggst nicht. Soll ich vloggen? Nee, musst du nicht. Ich meine, Wenn man ein Apps abholen, ein Album, da können wir ja so Vlogs machen. Day one, now. Ja, wir müssen aber irgendwie. Ich meine, der Teil für nur Band Diary einfach. Sex sales, business skills, sell your soul. Ja, salut. Hier ist ein Ton von Impact Hour an der Teil ist mein echter Vlog. Yeah, das ist so cool. Weil ich mit einer Kamera hier durch die Stadt laufe. Guck mal hier. Ja, hallo, trippeln wir hier ein bisschen. Wir fühlen uns gar nicht wie die Idioten. Wenigstens sind wir cool. Ja. Tja, das machen wir bei Impact Hour. Wir trippeln durch die Stadt. Wir filmen uns. Wir schummeln uns gar nicht für unsere Liedgitarristin als filmt. Wei. Ja, okay, mate. Muss ich halt leider etwas bieten, ne? Das ist nicht penibel. Ne. Okay, seht ihr den Thema, über das wir schwatzen sollen? Ja, komm, ich schätze ein bisschen über den Impact Hour. Okay, also. Impact Hour formiert 2010. Vom Töner vom Loe. Ja, vom Töner vom Loe. Ja, als Schülerband, das hier bei einer Schule, da konnten wir eine Band gründen, sozusagen. Und da haben wir da als erstes mit Maximilian, mit Paul als Vater, Band gegründet. Und ja, am Anfang war das einfach nicht mehr ein bisschen viel Spaß und so. Und danach haben wir aber gemerkt, dass es ein bisschen mehr echt geht und so. Und dann haben wir halt mich oft geprobt und so. Also nur auch geändert. Also Numm, der war am Anfang Details. Bei dem Christoph sei gute Numm. Ja, den haben wir natürlich geändert. Weil Details, das ist ja schon ein bisschen peinlich. Und ja, dann haben wir geändert an Impact Hour. Was mir einen ziemlich coolen Numm fanden. Ja, ich fand einen guten Numm. Ja, mein Papa findet das keinen guten Numm, egal, das ist nicht schlimm. Ja. Ja, du hast ein bisschen ein Fail. Das ist ein bisschen ein Fail. Was fehlt? Egal. Aber ja. Wir müssen einen Stor auf den Audio. Okay, sehen wir ruhig. Ich erzähle halt gerade Geschichte von Impact Hour. Also, danach haben wir dann so, ja. Wir haben natürlich immer Lieder geschrieben, ne? Immer so Christoph. Ja, Was hat der White? Ja, das ist der White, Danny. Danny, den hat gleich Geburtstag. Der kriegt gleich 15 Jahre. Danny. Danny. Was kriegst du da für den 15 Jahre? Kussi von der Mama. Ja. Wirst du dann endlich an der White gehen? Darf ich dann an der White? Nee, du darfst nicht. Wir geben dich auch niemals los. Dann. Ja, das ist nicht mehr Schissdrischen. Ja, genau. Das ist doch fast. Der Pol, den hat eben nicht so viel Zeit für die Band und so. Und ich habe eben dezidiert, dass wir den Pol ersetzen mit einer Mionka und Michela Version von ihm. Den Danny, ich stöße mich nicht auf die Straße, Mann. Hat schon bald funktioniert. Ja. Den Danny hat 14 Jahre, spielt. Kein Hipster. Und er ist kein Hipster. Und er spielt Batterie schon seit Satyam. Satyam, okay. Und ich will auf Sank. Was auf Satyam, ehrlich. Das ist nur Talent. Und er hat wirklich mega Talent. Und wir sind dick froh, dass wir ihn haben. Wie wirst du mit die Meme da? War. Ja. Stop it! Stop it. Stop it, you! Dann aus dem Moment kommt, wo wir uns gesagt haben, okay, wir müssen aber ein bisschen nur ab und ein bisschen mehr berühmt gehen und so, und mehr Fans kriegen. Und ja. Aber bestimmt nicht das fucking V-Blogging. Doch, dafür machen wir YouTube-Videos und so. Wir machen noch einen anderen um Screaming Fields, wo da vielleicht Leute können kommen, ihr natürlich bestimmt schon hören. Und wir spielen noch das Jahr einer der anderen unter Fettler Musik zu Diddling. So, lösen wir heute an der Großgas. Sex sales, business skills.